Hören wir uns an, was die Verteidigung zu sagen hat. Was machen wir jetzt, Justice? Soll ich Herrn Stickler wirklich beschuldigen? Genau, das ist die Frage. Sollen wir ihn wirklich des Mordes beschuldigen, einer anderen Tat beschuldigen oder gar nicht beschuldigen? Aber zuallererst mal, guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Apollo Justice und wir werden ihn definitiv nicht beschuldigen. Denn wenn wir ihn nicht beschuldigen, ist der Fall hiermit zu Ende und mein Mandant wird schuldig gesprochen. Das ist dann doof. Also, wir müssen ihn des Mordes beschuldigen oder einer anderen Tat beschuldigen. Des Mordes beschuldigen, ich weiß nicht, also mir kommt jetzt auch nicht wie ein Mörder vor. Ne? Also, wir müssen ihn einer anderen Tat beschuldigen. Ich halte Wesley Stickler nicht für einen Mörder, aber auch nicht für unschuldig. Das sagt mir zumindest seine ungewöhnliche Zurückhaltung. Herr Stickler, Sie wirken so ungewöhnlich zurückhaltend. Würden Sie uns sagen, warum? Das Wort Geständnis ist mir nicht bekannt. Das ist das Geräusch, was jeder Plopschutz liebt. Jeder Plopschutz. Also, Stirni, dann liegt es wohl an Ihnen, Herrn Sticklers Schweigen zu erläutern. Herr Justice, Sie haben gesagt, dass Sie den Zeugen wegen etwas anderem als Mord beschuldigen. Warum? Das Gericht ist gespannt. Ich weiß, dass er was getan hat. Aber was, wenn nicht Mord? Habe ich Beweise, die seine Verwicklung in ein anderes Verbrechen belegen? Ihre Beweise bitte. Das Gericht ist gespannt. Zeigen Sie uns Beweise, die belegen, dass der Zeuge ein Verbrechen begangen hat. Problematisch. Memo an mich selbst. Bei Minute 3 Sterne wie von Wiki einfügen. Okay. Also, folgendes. Ich habe gerade einen Geistesblitz gekriegt. Das Handy in der Garage der Meraktis-Klinik unter einem Auto gefunden. Eigentum von Wesley Stickler. Wie kommt das Handy denn dahin? Dass es sein Handy ist, hat er zugegeben. Aber wie kommt das in die Garage von Wesley Stickler? Hat er sich, ist es ihm, also er hat gesagt, er hat es verloren, das glaube ich ihm auch. Ist es ihm aus der Tasche gefallen, während er Schussis Höschen in den Auspuff gestopft hat, weil er das Höschen verstecken wollte? Denn er hat Schussis Höschen geklaut vom Höschenhof oder so. Mir fällt halt ehrlich gesagt nichts anderes ein. Wir probieren es einfach mal. Machen wir wie immer, wir präsentieren das. Wenn die Musik aufhört, dann ist es richtig. Nimm das! Shit, die Musik. Ah, der ist... Der Beweis ist dies. Was? Ist das ein Unterhöschen? Ey, das ist meins. Ja. Da muss ich doch glatt mitgehen. Aber guck mal, er blättert wieder so ein Büchlein rum, das heißt, er ist aufgeregt. Oder? Sehen Sie mich nicht so an! Okay, Volltreffer. Wir haben ihn erwischt, glaube ich. Ruhe! Herr Stickler. Auch wenn dies nicht überraschend kommt. Es ist nicht so, wie es scheint. Beim Satz des Pythagorillas. Ich schwöre es. Es war in der Mordnacht, kurz nach 21 Uhr. Ein junges Mädchen erwischt einen Höschenjäger auf frischer Tat. Mutig setzt sie ihm nach, aber der Halunke entwischt. Und versteckt sich ausgerechnet in der Garage der Meraktis-Klinik. Aha. Zufälligerweise wurde dieses Höschen im Auspuff des dort abgestellten Autos gefunden.
Stimmt. Und da sieht man auch vorne noch das Handy, das dann wohl rausgefallen ist, ne? Vermutlich wollte er den Beweis für sein Verbrechen verstecken. Ergo, auch wenn sie nicht der Mörder sind, so sind sie auf jeden Fall des Höschendiebstahls schuldig. Bitte, hören Sie mich an, es ist alles nicht so, wie es aussieht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ruhe, Ruhe, Ruhe. 3 Ausrufezeichen. Herr Stickler, Sie sollten sich was schämen. Es ist nicht so, wie es aussieht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die haben nicht geschmiegen. Die haben nicht geschmiegen. Sie haben nicht geschwiegen, weil sie des Mordes schuldig sind, sondern weil sie nicht zugeben wollten, die Unterwäsche dieses Mädchens gestohlen zu haben. Harkley, man knicke die Brücke an Letter 1, an Letter 3 einen Strich ergänzt. Die 5. gebeugt, die letzte gekreuzten Tatar aus Harkley wird wacker. Ja, ja, und? Ja, genau, ja, und? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin Student der Naturwissenschaften. Und deshalb klaut er Buchsen oder was? Und was lehrt uns die Wissenschaft, wenn nicht Neugier? Wenn er damit durchkommt, dann werde ich der Oberhöschendieb. Dann werde ich Wissenschaftler. Naturwissenschaftler. Sorry, Herr Richter, ich habe die Buchsen geklaut, weil ich Naturwissenschaftler bin. Wir werden mal gucken. Ja, wir Studenten in Harkley sind wacker und neugierig. Keine Herausforderung ist zu groß. Und was ist fesselnder als ein Mysterium? Was? Ach, kommen Sie. Sie reden hier über Mädchenunterwäsche. Nein, Sie verstehen nicht. Ein Mysterium ist unbekannt, aber nichts darf unbekannt sein. Ich mein, ey, ganz im Ernst. Der studiert Maschinenbau. Unter anderem, ne? Natürlich ist ein Mädchenhöschen oder auch das darin steckende Mädchen ein Mysterium für ihn. Und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Mein ja nur. Bei Naturwissenschaften ist das was anderes. Aber Naturwissenschaften und Maschinenbau? Was ist denn das für eine Kombo? Was will er denn da machen? Will er irgendwie einen Vogelflugapparat entwickeln oder was? Ja. Sollen wir was Gescheites studieren? Wie zum Beispiel was anderes. So. Und, meine Freunde, dieses Höschen ist wahrlich ein Mysterium. Als ich es sah, wollte ich es unbedingt untersuchen. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Ach so, jetzt verstehe ich. Der ist gar kein Creep, der ist einfach nur doof. Guck, ein ganzer Autoreifen war nur das erste Rätsel, das uns dieses Höschen aufgab. Ein Reifen? Ja, ich habe gesehen, wie sie es getan hat. Sie hat einen Reifen daraus gezogen. Aber das ist noch nicht alles. Da war noch ein Kochtopf und ein tiefgefrorenes Hühnchen. Ein Rätsel nach dem anderen. Es war Zauberei. Oh, jetzt erinnere ich mich. Er ist einer der Stammgäste in der Wunderbar. Hä? Er redet von meinem Trick mit dem Zauberhöschen. Ich verstehe es einfach nicht. Ein Besen aus einem Unterhöschen? Das spottet den Gesetzen der Physik. Ein Besen und ein tiefgefrorenes Hühnchen, Juicy? Echt jetzt? Was ist denn nur aus Tauben und weißen Kaninchen geworden? Herr Stickler, Sie haben das Höschen dieses Mädchens gestohlen, um einen Zaubertrick zu verstehen? Sie sagen Höschen, dabei ist es weit mehr als das. Ich betrachte es als ein Objekt ernsthafter Forschung. Ich frage mich, es hat ja jüngst eine Serie von Höschendiebstählen gegeben. Waren Sie das etwa? Es tut mir leid, es war im Dienste der Wissenschaft.
Jedes Mal, wenn ich ein Höschen oder eine Leine baumeln sah, dachte ich, vielleicht kann dieses Höschen das Mysterium aufklären. In jener Nacht, als sie mich durch die Straßen verfolgte, weinte ich Freudentränen. Ich dachte, in dieser Nacht würde ich die Wahrheit über dieses Höschen herausfinden. Doch wehe mir, erneut glitt mir die Wahrheit mit dem Herzchenmuster durch die Finger. Eine Frage bleibt allerdings noch ungeklärt. Ah, Sie meinen bestimmt die andere Lüge unseres Zeugen, nicht wahr? Er hat gesagt, er habe die Tat von Süden aus gesehen, stand aber im Norden. Allerdings. Würde sich jemand die Mühe machen, zu erklären, warum er hier gelogen hat? Ja, Herr Stickler? Würden Sie sich bitte die Mühe machen, erklären, warum Sie hier gelogen haben? Achso, ich muss Knopf drücken. Nur zu, Stirni. Ich? Wieso ich? Muss ich jetzt seinen Zeugen verteidigen oder was? Kriege ich da Geld für? Bin ich hier die Wohlfahrt? Ich werde noch nicht mal für diesen Fall hier bezahlt von Phoenix Wright. Gehe ich mal stark von aus. Außer mit einem Teller salziger Suppe. Und jetzt muss ich auch noch dem Staatsanwalt seinem Fuzzi aus der Kacke raushauen. Ich kündige hier gleich. Habe ich Sie etwa falsch verstanden? Haben Sie nicht gesagt, Sie beschuldigen den Zeugen nicht des Mordes? Ja? Warum hat der Zeuge gelogen, als er uns seinen Standort im Moment des Schusses verriet? Apollo? Irgendwas an dieser Abbildung des Parks stört mich. Sieh dir mal an, wo Herr Stickler stand. Ist das nicht? Nun, Herr Justice, was sagen Sie? Gibt es Beweise, die belegen, dass der Zeuge einen falschen Standort genannt hat? Kacke, ich habe vergessen zu speichern, das ist schlecht. Okay, der stand also irgendwo... Da... Das ist voll schwer. So, so geht das. So, sorry. Das ist kompliziert. Die meisten haben ja einfach die Kamera gespiegelt. Dann heben sie halt den rechten Arm und in der Kamera hebt sich der linke Arm. Was aber voll dumm ist, weil... Warum soll ich das tun? Ich traue euch zu, dass ihr sehen könnt, wenn ihr einen von vorne seht und ihr hebt den rechten Arm, dass es von euch aus so aussieht. Das ist auch egal. So. Ihr seid intelligente Leute, sag ich. Alle anderen Streamer halten euch für dumm. Sag ich jetzt mal so. Also, der stand halt da oben im Volkspark. Und er stand oben und er hat den von Norden aus gesehen. Warum? Hä, was man... Minute 13, Memo an mich selbst, Glühbirne über Kopf machen. Ding. Okay. Also, Folgendes. Der kam vom Kitaki-Anwesen. Der hat die Buchse von Little Plum oder Plum oder von der Pflaume halt geklaut. Er hat die Buchse von Little Plum von Little Pflaume geklaut und ist damit durch den Park gerannt oder durch den Park gegangen. Und dann wurde er von Juicy verfolgt und hat sich dann rechts in der Meraktis-Klinik da versteckt, also in der Garage. Aber wir haben die Buchse, Moment, von Little Plum im Mülleimer gefunden und der Mülleimer war oben. Aber warum hat er denn die überhaupt in den Mülleimer geworfen? War die jetzt nicht so ein Mysterium? Ist egal, ich präsentiere die Buchse. Nimm das! Nimm das. Der Beweis, der seine Lüge belegt, ist hier. Was? Noch ein Höschen? Hölzchen? Wie viele Hölzchen haben Sie bitte in Ihrer Tasche, Stirni? Aber nein, die sind nicht von mir. Also ja, natürlich, also. Das ist das Letzte, ehrlich. Sie wurden in einem Mülleimer im Park gefunden. Aha. Also, nee, stimmt schon. Werfen wir einen Blick auf die Abbildung. Okay, jetzt kommt's. Wir sehen, dass der Mülleimer direkt neben dem Standort des Zeugen steht. Siehst du, den habe ich doch gesagt. Herr Stickler,
Sie haben nicht... Ach je, ich bin ein jämmerlicher Wissenschaftler. Ich kann weder die Mysterien des Universums noch dieses Höschens erklären. Also geht dieses Höschen auch auf Ihr Konto? Was hätte ich denn tun sollen? Ich bin verfolgt und bis in die Garage getrieben worden. Sorry, bin etwas angeschlagen. Vor Verzweiflung schluchzend musste ich meine Beute zurücklassen. Können Sie sich denn gar nicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Glauben Sie mir. Danach habe ich auch absolut kein Verlangen. Ja. Ich habe mich eine Weile in der Garage versteckt. Dann ging ich nach Hause und ließ das Höschen zurück. Also Juicy's. Um nicht da vorbei zu müssen, wo das Mädchen arbeitet, bin ich Richtung... woher weiß der, dass Juicy in der Ride-Agentur... Ja, okay. Um nicht da vorbei zu müssen, wo das Mädchen arbeitet, bin ich Richtung Südeingang gegangen und da hing es an einer Wäscheleine neben einem großen Anwesen. Ein gigantisches Höschen. Anscheinend wusste er nicht, dass dieses Höschen dieser Gang gehört. Aber echt, ey. Ich hatte es schon in die Tasche gesteckt und wollte nach Hause. Da sah ich zufällig diesen Mod. Den Mod an Dr. Meraktis? Ich verstehe es immer noch nicht. Ernsthaft. Ich verstehe es immer noch nicht. Der stand doch aber da oben. Also, er stand da oben. Wurde von Juicy gejagt. Rennt rüber in die Meraktis-Klinik. Alles klar. Versteckt sich, wartet bis Juicy weg ist. Dann geht er irgendwie da unten rum. Kommt dann erst am Kitaki-Anwesen vorbei. Klaut das Höschen, geht dann durch den Park, vorbei am Nudelwagen, vorbei an dem Typ, der da steht, mit einer Waffe in der Hand und einen Typ, der vorm Nudelwagen steht. Zwischen denen geht er vorbei, stellt sich oben hin, dreht sich rum und guckt dann runter nach Süden. Also Süden ist in dem Fall unten, hoffe ich doch auf dieser Karte. Das ergibt keinen Sinn. Und es hieß, er stand im Norden, nicht im Süden. Dann hat er gerufen. Nee, er muss im Süden gestanden. Moment. Hieß es jetzt, dass er im Süden gestanden hat und gerufen hat? Dann würde das den Schuss in der rechten Schläfe erklären. Wenn er aber oben gestanden hat, also im Norden, dann würde es... Ich glaube, der hat im Süden gestanden. Ich glaube, ich habe da irgendwie was falsch. Aber verraten wir einfach nicht. Ist in Ordnung. Das braucht... Der Staatsanwalt nicht zu wissen, dass ich gerade verwirrt bin. Egal. Also den Mod an Dr. Meraktis. Also hat er dann gesehen. Ich meldete den Mod, aber als ich auf die Polizei wartete, bekam ich Angst. Was, wenn sie mich durchsuchen würden? Und da haben sie sich des Höschens entledigt. Ja, ein herber Rückschlag für die Wissenschaft. Aber ich hatte keine Wahl. Eine ebenso faszinierende wie aufwühlende Geschichte. Echt, ey. Ich glaube, damit sollten wir die heutige Verhandlung schließen. Und ich bin sehr erleichtert, den Zeugen entlassen zu können. Ein letztes noch. Ja, Staatsanwalt Gavin? Unabhängig vom heutigen Ergebnis haben wir einige wichtige Fortschritte erzielt. Der Angeklagte Woki Kitaki war am Ort des Verbrechens. Und er zielte mit einer Waffe auf das Opfer. Eines noch. Woki Kitaki hat ein klares Motiv. In der Tat. Der Angeklagte ist nach wie vor der Hauptverdächtige. Der einzige Verdächtige, um genau zu sein. Sofern sonst niemand am Tatort gewesen ist. Nun, eine Frage konnten wir allerdings noch nicht beantworten. Warum die Wunde in der rechten Schläfe des Opfers ist, bedarf noch einer Aufklärung. Das Gericht fordert die Verteidigung und die Anklage auf, weiter zu ermitteln. Wie, jetzt hat er jetzt also doch im Norden gestanden? Habe ich es doch richtig? Und er hat einfach nicht gerufen. Habe ich es jetzt doch richtig verstanden? Mann, ey, Alter, das Problem ist ja, ebenso wie ihr, ich habe da auch einen Tag, manchmal sogar mehrere zwischen den Folgen, wo ich
quasi rauskommen. Ich könnte mir ja meine eigenen Videos nochmal angucken, aber wer guckt sich denn das dumme Gelabers an? Das hält ja kein Mensch aus, wird mir ja blöd im Kopf. Ah. Selbstverständlich. Kein Problem. Also, um was geht's? Ich hab's jetzt schon vergessen, um was es geht. Das ist gerade ein Satz vorher gewesen. Na schön. Damit ist die Verhandlung für heute beendet. Das Gericht vertagt sich. So. Fortsetzung folgt. Komm, wir speichern. Junge. Komm, wir machen. Das da. Ja. Na, machen wir Speichervorgang. Alles klar. Ja, ich will fortfahren. Wir machen noch ein bisschen, oder? Wir machen noch locker noch schöne 10 Minütchen oder so. 16. Juni, 14:23 Uhr, alles Agentur Ride. Was war das nur für ein totales Debakel? Ich bin nur froh, dass wir überhaupt lebendig aus dem Prozess herausgekommen sind. Wirklich? Ich habe mich köstlich amüsiert. Und Rocky hat den Tag ebenfalls überstanden. Alle waren zu sehr von Höschen besessen, um sich um den richtigen Fall zu kümmern. Ja, aber das war gute Reklame. Wie viele Leute heute wohl zu meiner Vorführung kommen? Du solltest auch kommen, Polly. Ja. Aha. Der unglaubliche Herr Hut wird auftreten. Hallo Leute, ich werde die ganze Woche hier sein. Das reicht, was ihn betrifft. Ja, es war... Hallo? Ah, Frau Tiala. Vielen Dank für heute. Der Prozess ist gut gelaufen. Ach ja, keine Ursache. Glauben Sie, dass Rocky gut aus der Sache rauskommen wird? Nun, er wurde ja nicht schuldig gesprochen. Noch nicht. Bitte, Sie müssen ihm helfen. Wir sollen nächsten Monat heiraten. Oh, gratuliere. So kann man auch Druck auf einen Mann ausüben, ja. Du hast nicht in den Knast zu gehen, du musst mich heiraten. In Knast kriegst du 10 Jahre, bei mir kriegst du lebenslänglich. Haha. Alter Schwede, ich höre mich schon an wie, ich bin nicht verheiratet. Meine Freundin hat mir noch keinen Antrag gemacht. Lassen Sie mich bitte wissen, ob ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Also untersuchen müssen wir sie, glaube ich, nicht. Die hat grüne Fingernägel und an der linken Hand ein Ring. Ist das dann ein Verlobungsring? Keine Ahnung. Wobei mich der Dutt interessieren würde. Also wir reden mal mit ihr. Die Heirat. Sind Sie... Wo wir wieder bei dem S wären. Sind Sie sich sicher, dass Sie wirklich in die Familie Kitaki einheiraten wollen? Jesus, nee. Das ist auch für mich die 6. Stunde. Das macht mir nichts aus. Und ich liebe Woki von ganzem Herzen. Oh, das ist so süß. Es macht Ihnen also nichts aus, dass Sie mit der Mafia verheiratet sein werden? Oh, eigentlich nicht. Meine Eltern sind natürlich dagegen. Sieh einer an. Wo haben Sie und Woki sich eigentlich kennengelernt? Gute Frage, Juicy. Frau Tiala sieht nicht wie jemand aus, der Verbindungen zu Gangstern pflegt. Oh, wir haben uns kennengelernt, als ich noch meinen alten Job hatte. Ah, eine Bürobekanntschaft. Sie wirkt nicht gerade sehr gesprächig, wenn es um sie selbst geht. Also. Ich würde schon erfahren, wo sie ihn kennengelernt hat, aber okay. Wussten Sie, dass der Boss versucht hat, sich aus den Geschäften zurückzuziehen? Wirklich? Der Kitaki will aufhören, ein Gangster zu sein? Er versucht, sein Kapital in eine normale Firma zu transferieren. Er hat es erst kürzlich bekannt gegeben, völlig überraschend. Ich habe gehört, dass das unter seinen Leuten für ziemliche Unruhe sorgt. Ich frage mich, ob das diese Schütze erklärt. Oh, mit der Hausmann? Ist das der Beginn vom Yakuza-Hausmann? Von der Manga-Serie? Kann natürlich sein, aber der war doch jünger, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Woki damit einverstanden ist. Ja. Er ist ganz schön motiviert, nicht wahr? Das ist wohl nicht ganz der Ausdruck, den ich dafür verwendet hätte. Er sagte, ich werde der nächste Big Boss sein und die Familie am Leben erhalten. Ich glaube, er ist in einem Alter, in dem Jungs eine Duftmarke setzen wollen. Aha. Der ist vor allen Dingen in einem Alter, in dem Jungs noch Duftmarken, also Fürze, gut finden. So, meine Uhr vibriert. Was gibt's denn? Oh, cool. Ich krieg Buchsen geliefert. Ganz so hätte ich es nicht formuliert. Doch, ich schon. Er ist in einem Alter, wo Jungs Fürze cool finden. Dieses Alter geht von ungefähr
3 Jahren bis 93. Und darüber hinaus. Sein Vater bewegt sich in vielen Kreisen. Er ist voll aufs Geldmachen konzentriert. Die Familie Kitaki hat in letzter Zeit mörderische Gewinne verzeichnet. Auch das hätte ich nicht so... auch das hätte ich wohl anders formuliert. Genau. Aber Wookie sagt, dass es nicht ums Geld geht. Es gilt, die Gangster-Tradition zu bewahren. Oh, ein Generationenkonflikt. Ein echter Klassiker. Normalerweise sorgt sich der Vater um die Tradition. So, also, Wookies Operation. Wusste die davon? Darf ich Ihnen eine Frage zu Wookie stellen? Wie ich gehört habe, wurde er vom Opfer Dr. Meraktis operiert? Anscheinend, ja. Ich war vor einem halben Jahr in seiner Klinik. Er hat meine OP ganz schön vermasselt. Und dann hat er mich einfach gehen lassen, ohne ein Wort bis die Tage. Ciao. Ich musste wieder hin zu einem anderen Arzt, damit der mich wieder zusammenflickt. Ja, das klang schrecklich. Okay, hat schon immer gerne gekämpft, fürchte ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es als Kämpfen gilt, wenn Pistolen im Spiel sind. Naja, wenn Pistolen im Spiel sind, dann nennt man das Krieg. Und Krieg sind... Ja, komm, lass gut sein. Weiß schon. Kämpfe, bla bla. Staatsanwalt Gavin hat gesagt, dass sein Leben in Gefahr sein könnte, nicht wahr? Nein, das kann nicht sein. Ich bin mir sicher, dass er uns nur Angst machen wollte. Es ist beängstigend, dass ein Chirurg einen Fehler machen kann. Aber es ist noch beängstigender, wenn er versucht, ihn zu verbergen. Oh ja, das stimmt. Ich wüsste gerne mehr über diese Operation. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, der Meraktis-Klinik einen Besuch abzustatten. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Ich habe gerade so gedacht, ist das vielleicht die Tochter vom Herr Meraktis? Von dem... Aber dann wird sie ja nicht, dann wäre ihr Vater tot, ne? Okay, das ist wahrscheinlich eher nicht. Aber das... Moment! Das würde aber erklären, wie sie ihn auf der Arbeit hat kennengelernt. Vielleicht war sie ja die Assistentin von Meraktis oder so. Oder sie ist die Tochter von Meraktis und soll mal seine Klinik übernehmen. Kann natürlich auch sein. Ich übergebe Wookie in Ihre Hände, Herr Justice. Richtig. Überlassen Sie ihn mir. Alles klar, alles klar. Apollo? Ich glaube, du machst sie nur noch nervöser. Sorry. Das ist alles neu für mich, okay? Ist schon in Ordnung. Ich glaube an Sie. Mhm. So, haben wir hier noch was zu untersuchen? Nö. Und da gibt's hier was Neues. Diese Kisten machen mir Angst. Ich wette, ich bin die erste Zauberin, die weiß, was für tolle Regale das sind. Sie scheint sie wirklich sinnvoll zu nutzen. Aber falls du die Kiste wieder zusammensetzen willst, musst du das Zeug erst rausnehmen. Keine Sorge, ich werde bald aufräumen. Und dann werden wir die Schmatz ersägen. Ja, danke. Ich verzichte, aber echt, hey. Ja, komm, dann gucken wir uns halt um. Hier, Pflanze. Das ist Charlie, die Hauspflanze. Die haben sie offensichtlich schon seit vielen Jahren. Für dich immer noch, Herr Charlie. Er ist ja schon länger hier als du. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, Herr Charlie. Er weiß nicht, was er tut. Sie spricht mit der Pflanze, während sie gießt. Herr Charlie verzeiht dir. Dieses eine Mal. Gibt es irgendetwas, was ich tun könnte, um seine Hochblättrigkeit zu erfreuen? Komm, wir gucken mal Zylinder an. Ein blauer Zylinder, genauso einer wie der von Juicy. Die Farbe ist mein Markenzeichen, Juicy Blau. Ich glaube nicht, dass man die Farbe Blau mit einem Markenzeichen schützen kann. Das Telekom Magenta? Ich weiß noch nicht mal, was Magenta ist. Ich gehe davon aus, dass es dieses Hellrosa ist, dieses Neonrosa. So. Auffallen ist das Wichtigste, wenn man auf der Bühne steht. Du hast auch deine eigene Farbe, Apollo. Purpur Justice. Das klingt nach einem zweitklassigen Superhelden. Aber echt, ey. Immerhin besser als eine erstklassige Super Null. Ja, McFly. So, eine Guillotine. Auf dem Klavier befinden sich alle möglichen Utensilien. Es ist schon eine Schande, so viele Requisiten zu besitzen und keinen Trick vorzuführen. Du hast es so gewollt! Zack! Tsching! Herr Justice! Richtig? Waka waka! Waka waka, wieso macht der Pac-Man-Geräusche? Justice, Herr Hut. Apollo Justice. Schon gut, schon gut. Mit den Namen können sie ja nichts. Oh, du bist ein hoffnungsloser Fall. Bitte,
Hör damit auf. Sag mir einfach Bescheid, wenn der Hut dich besuchen soll. Ja, irgendeinen anderen Trick, aber bitte nicht den. Spaghetti ist das geilste hier überhaupt so. Ein Teller Plastikspaghetti ist bestimmt so ein seltsamer Import aus Japan. Aha. Wo hast du denn überhaupt her? Mein Paps hat mir das mal zum Geburtstag geschenkt. Ich habe mich so darüber gefreut. Du ahnst nicht, wie lange ich den haben wollte. Ich habe den Teller die ganze Nacht im Arm gehalten. Die Spaghetti haben sich verbogen. Gedankennotiz. Da hat sie Geburtstag und will nur einen Teller Plastikmampf. Hula-Hoop-Reifen oder was? Ein riesiger Reifen, mit dem man Leute schweben lassen kann. Sag mal, wie funktioniert der? Apollo? Weißt du denn nicht, dass man einen Zauberer nie bitten soll, einen Trick zu erklären? Ich meine, du bist kaum besser als Herr Stickler. Hey, ich möchte nicht in diese Kategorie wie dieser Höschenjäger gesteckt werden. Genießt das Mysteriöse. So bringt man seine Hochschätzung für die Zauberei zum Ausdruck. Ja, ja, ist ja gut. Oh Mann. Nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. So, Folge ist beendet für heute. Morgen gehen wir woanders hin. Okay? Gut. Dem Höschenjäger auf der Spur. Tschüss. Bis morgen.